Diese. Ik hoor de lef en dag zijn ik bang voor de, wann du een Senskin vor mir liest, of wann de Stormswalken stüf om be, of wann ich liebe dich, doch hab ich Angst vor dir. Liegst du so still im Sonnenschein, stieb deiner Wogen Sturmesgischt vor mir, fängt Sternenlicht dein Spiegel ein. Du änderst dich zu jeder Zeit geschwind. In diesem Haus in Keitum auf Sylt lebte der friesische Dichter Jens Emil Mungard. Direkt vor dem Eingang liegt sein Stolperstein. Jens Mungard war Sylter, geboren in Keitum 1885. Er war Bauer, aber er war auch Dichter. Er hat Unmengen an friesischen Gedichten geschrieben. Schätzungsweise 750 bis 800 Gedichte, die allerdings zu seinen Lebzeiten zum Großteil nicht veröffentlicht wurden. Jens Mungard hat, soweit ich weiß, nur auf Friesisch gedichtet. Es gibt sogar eine Sammlung von Gedichten von ihm, bei denen eine Nachricht lag, dass die nicht auf Deutsch übersetzt werden dürfen. Und daran hat man sich auch sehr lange gehalten. Erst vor ein paar Jahren hat man ein paar seiner Gedichte auf Deutsch übersetzt. Zum einen, weil die Urheberrechte jetzt mittlerweile abgelaufen sind, 70 Jahre nach seinem Tod. Und zum anderen, weil wir heute eine andere Situation haben. Der Unrechtsstaat von damals existiert nicht mehr. Und gegen den hat sich wahrscheinlich dieses Verbot gerichtet, dass es deshalb nicht auf Deutsch übersetzt werden sollte. Friesisch ist eine eigenständige Sprache. Es ist verwandt mit dem Englischen, das erkennt man an einigen Wörtern noch recht gut. Aber es hat auch Einflüsse aus dem Dänischen übernommen, einfach weil das benachbarte Sprachen waren. Und diese Sprache unterteilt sich dann nochmal in mehrere Dialekte, die sich eben teils mehr und teils weniger voneinander unterscheiden. Jens Mungard sprach das Söllring, das ist die spezielle Varietät von Sylt des Nordfriesischen. Die Nationalsozialisten haben Heimatdichter gefördert, Jens Mungard wurde nicht gefördert. Sie haben zwar die Friesen als Edelgermanen nutzen können, aber das bezog sich dann nicht weiter auf die Sprache. Die war zwar nicht verboten, aber wurde nicht gefördert. Jens Mungard hat seine Heimatinsel verlassen. Also man muss sagen, seit 1921 lief einiges schief. Das war wahrscheinlich der Grund. Er hatte den Hof von seinem Vater übernommen und 1921 brannte der Hof ab. Das war vermutlich Brandstiftung. Er hat danach ein paar Investitionen gestartet in Immobilien. Die gingen allerdings schief. Er hatte dann einen zweiten Hof hier auf Sylt in Archsum. Der brannte ebenfalls ab und da hat man ihm selbst vorgeworfen, dass er der Brandstifter sei. Er galt als Sonderling, als Außenseiter. Sein Ruf war einfach beschädigt. 1934 hat er sich dann von seiner Frau geschieden. Das geschah allerdings, soweit ich weiß, in beiderseitigem Einvernehmen. Einfach, es war die beste Möglichkeit, um aus der finanziell miserablen Situation rauszukommen. Min bloem. Strøntissel es min bloem. Strøntissel, neems ook mee. Je grøcht op dunnemsøn, ik op des levensstrøn. En plotter, ho wat bier. Jens Mungard hat einige kritische Gedichte geschrieben über den Nationalsozialismus. Die hat er auch seinem Verleger Hermann Schmidt geschickt. Also Hermann Schmidt hatte eine Zeitungsbeilage und dort wurden friesische Texte gedruckt. Hermann Schmidt war Parteimitglied der NSDAP. Aber er hat diese kritischen Gedichte nicht gedruckt. Also kann man wohl davon ausgehen, dass die nicht bekannt waren in der Zeit, nicht für die Öffentlichkeit. Ob man Jens Mungard als Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten bezeichnen kann, ist eine schwierige Sache. Er hat keine Flugblätter verteilt, er hat auch kein Attentat geplant. Er wollte einfach Friede sein und sich nicht vorschreiben lassen, Teil der Deutschen zu sein. Nach 1934 lebte Jens Mungard in der Umgebung von Flensburg. Er kehrte auch noch mal nach Sylt zurück und war auch in Dänemark. Dort hat sich nämlich sein Vater niedergelassen. Er arbeitete in verschiedenen Berufen, unter anderem als landwirtschaftlicher Verwalter und als Maschinist in einer Gewürzmühle bei Flensburg. Er kam mehrmals in Schutzhaft, sogenannte Schutzhaft. Und 1938 bekam er dann dieses Gebot, dass er sich nicht schriftstellerisch betätigen soll. Ende 1938 wurde er dann wieder verhaftet und dann ins KZ Sachsenhausen gebracht. Wenn man jetzt sagen will, wurde Jens Mungard von den Nationalsozialisten ermordet. Er wurde nicht vergast, er wurde auch nicht erschossen und auch nicht erhängt, sondern er starb an den Lagerbedingungen. Und er starb im Februar, also es war Winter, allein dadurch waren die Bedingungen schon schlecht. Es waren mehrmals vorher die Essensrationen gekürzt worden und die SS hatte den Terror im Lager verschärft. Min vei. Lecht est med de kerte lopen, en die vennbort mette tien. Tochtlos gong upp oples dråten, en blott memol jøtte sin. Svåra est sin vei te gongen, en sin mening tro te bliven.
Ek de kieren en de tjongen, van de kern, glær en ifen. Upp min vei li manningstina, es ook vol av kühler tåren. En de protter slår om binjur, diep en blurrig manningsåren. Skellig tvesken biling vele, nomlos en de kerte lopen, wel ik nemmen dit voor hele, dat ik leffer gung min gorten. Wander jens te ting urseten, weet ik dat jur es min blieven. Mij die kern, jer of leten, trappe ook min weien iven.